Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Die Fanian besucht heute den Lopello, einen Muns, der sich sehr gut mit Pflanzen auskennt. Er zeigt ihr sein besondere, dicht bewachsene Zuhause und lässt sie dann selber noch ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türen durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Grosse Teile vom Schlummerland sind mit Wald bewachsen. Es gibt Wälder hoch oben in den Bergen und tief unten im Tal. Die einen liegen in der Nähe vom Meer oder sind eingebettet zwischen Seen und Flüssli. Es gibt Wälder, da stehen die Bäume so weit auseinander, dass ganz viel Sonnenlicht den Boden berührt und grüne Wiese zwischen den einzelnen Bäumen wächst. Dann gibt es die Gegenden vom Schlummerland, wo die unterschiedlichsten Bäume beieinander stehen. Verschieden hoch und dicht. Die einen haben an den Ästen kräftige, fast schwarze Tannennadeln. Andere haben krustige, dicke Stämme und an den breiten, ausgestreckten Ästen kleine, sternförmige Blätter, die rötlich schimmern. Die Fanian ist gern in den Wäldern vom Schlummerland unterwegs. Unter den Ästen der grossen Bäume fühlt sie sich wohlig geschützt und es gefällt ihr, wenn sich beim Laufen das weiche Moos unter ihr sanft bewegt. Die Fanian ist ein Muns. Und Muns sind Wesen, die schon seit langer Zeit im Schlummerland wohnen. Die Fanian ist eher ein junger Muns, aber weil sie ganz besonders neugierig ist, hat sie für ihr Alter schon viel gesehen, erlebt und gelernt. Allerdings hat sie auch fast jeden Tag Lust, zum noch etwas mehr erfahren, wie die Sachen so sind im Schlummerland. Heute zum Beispiel hat sie sich vorgenommen, mal wieder jemanden zu besuchen. Und zwar einen Muns, den sie noch nicht kennt. Den Lopello. Gehört hat sie von ihm von ihrer Freundin Appa. Sie hat der Fanian erzählt, dass er im Wald wohnt, in einem leichten, federigen Blätterwald, voller heller Schatten und würziger Gerüche. Und weil es heute ein warmer Tag ist im Schlummerland und Fanian Lust zum Spazieren hat sie sich vorgenommen, um ein bisschen in die Kühle vom Wald einzutauchen und den Lopello zu suchen. Von der Appa hat Fanian noch etwas über den Lopello erfahren. Offenbar wachsen dort, wo er wohnt, ein Haufen Kräutchen. Und der Lopello weiss auch sehr viel über diese besonderen Pflanzen. Die Fanian ist richtig aufgeregt und kribbelig, um zu erfahren, was es alles beim Lopello zu sehen gibt. Die Fanian ist heute barfuß. Ihre haarigen Füße hüpfen leicht über den sonnenbeschienenen, moosweichen Boden. Sie hat ein weiss-rotes Kleid an, mit langen, orangigen Fransen dran. Die Fäden, die rund um den Rock angemacht sind, schwingen bei jedem Gümpli, das sie macht, und schimmern fröhlich, wenn das Licht darauf fällt. Der Fanian, ihre Haare sind heute kurz, braun und lockig. Und um den Hals hat sie eine Kette aus Blättern, wo ihr bis zum Bauchnabel kommt. Die Kette hat sie selber gebastelt
auf einem der letzten Spaziergänge durchs Schlummerland. Für das hat sie einfach einen Faden und eine dicke Nadel mitgenommen und dann nah dies nah schöne Blätter, die sie am Boden gefunden hat, aufgefädelt. Am Schluss hat sie den Faden zusammengebunden und sich die farbige Blätterkette um den Hals gehängt. Das Zuhause vom Lopello ist für die Fanian nicht schwer zu finden. Er wohnt nämlich ganz in der Nähe von der Appa und den Weg zu ihr kennt sie gut. Ihre Freundin wohnt unterirdisch, also zwischen den Wurzeln von einem mächtigen Baum, und der Lopello wohnt im Waldstück nebendran. Er ist also so etwas wie der Appa ihrer Nachbar. Auch die Nase hilft der Fanian, zum Lopello zu kommen. Je näher sie nämlich an sein Zuhause kommt, desto mehr liegen ganz eigenwillige Gerüche in der Luft. Die Fanian schmeckt schon etwas Geräuchertes, wie wenn würzige Blätter verbrannt werden. Und dann ist da auch noch ein feinerer Geruch. Sanft nach Zitronenschale, grün, leicht und spritzig. Fanian kommt vorbei an der Appa ihrem Zuhause. Und dann läuft sie noch etwas weiter, immer der Nase nach. Und dann ist sie da, an dem Ort, wo der Lopello wohnt. Es ist ein grosser Platz unter einem Blätterdach. Die Bäume, die da stehen, sind eher dünn und ihre Baumkrone ist ganz weit oben, so dass es viel Platz hat zwischen Boden und Blätterdach. Der Geruch nach würzigem Rauch und Zitrone ist jetzt ganz stark und der Fanian wird davon fast ein bisschen trümmelig. Sie sieht auf einem niedrigen Tischli eine Steinschale mit Kräutern drin stehen. Dort daraus steigt ein feiner Faden Rauch auf. Von da kommt also der Geruch, denkt Fanian. Unter einem Busch, wo über und über mit weißen kleinen Röschen bewachsen ist, liegt ein Mätteli aus Stroh. Lopello sein Bett. Trotz dem Rauch aus der Schale ist die Luft um sie herum klar. Die Luft ist nicht schwer. Vielmehr fühlt es sich da noch etwas kühler an als im Rest vom Wald. Am Rand vom Platz, umgeben von ein paar grossen Krügen und Schalen, sitzt der Lopello. Seine Hände hat er gerade in einem Haufen aus hellorangen Blütenblättern, die er in einer holzigen Schale vor sich ausbreitet hat. Wo der Lopello die Fanian sieht, lächelt er und streicht seine grossen, flauschigen Hände an einem weißen Stofftuch ab, wo neben ihm auf dem Boden liegt. «Hoi, Lopello», sagt Fanian. Es sprudelt aus ihr raus. «Ich bin die Fanian und ich habe gedacht, ich komme dich heute besuchen, weil es mich so Wunder genommen hat, wer du bist und was du da machst. Die Appa ist eine Freundin von mir und sie hat mir erzählt, dass du ihr auch schon die Kräuter gegeben hast für ihren feinen Kräuterkuchen. Und dass du daraus kommst bei Pflanzen und dass du weisst, was sie für Bedeutungen haben. Ich habe bei mir daheim auch verschiedene Pflänzchen und ich würde sehr gerne mehr über ihre Magie und ihre Kräfte erfahren. Meinst du, kannst mir etwas erzählen?» Der Lopello steht von seinem Plätzchen auf und schaut Fanian aus seinen dunklen, weichen Augen an. Dann lächelt er über das ganze Gesicht. Die Fanian findet es schwierig zu sagen, ob er alt oder jung ist. Sein Gesicht ist ganz fein und ohne viel Falten, aber seine Augen sind so tief und weich,
dass er auch gut und gern zu den allerältesten Muns im Schlummerland könnte gehören. Es ist sehr schön, dass du da bist, Fanian. Ich zeige dir gern, was da alles wächst, und vielleicht gibt es ja ein Kräutli, wo genau heute zu dir will. Die Fanian lächelt. Das findet sie eine schöne Vorstellung. Bis jetzt ist ja sie da angekommen, mit dem Wunsch, all das zu sehen und zu schmecken. Die Idee, dass es ab jetzt an den Kräutern ist, um einen Schritt auf sie zu machen, also sie auszuwählen, die gefällt ihr. Sie schaut umeinander in die unendliche Fülle um sich. Es hat da farbige Farn, wo in kräftigen Büschel aus dem Boden sprießen. Die Blätter gel, grün und orange. Sie sieht Schlingpflanzen, die wie in einem dichten Netz über den Boden wuchern. Hellgrün und fröhlich und wie wenn sie herausfinden möchten, wo dass sie überall noch durchwachsen können. Sie sieht auch Pflanzen in steinigen Töpfen, die aussehen, als wären sie von weit hergekommen. Duftige Kräuter mit riesengroßen Blüten oder fleischigen Blättern, die weich scheinen. Saftig und dick. Ja, da wächst viel, gell? Lacht der Lopello, wo er der Fanian ihr staunendes Gesicht sieht. Viele Pflanzen waren schon da, als ich hierher gekommen bin. Andere Sämli hat der Wind hierher getragen. Und sie sind erst gewachsen, als ich da schon mein Mätteli ausgerollt hatte. Und dann sind da auch noch die Pflänzchen, die ich auf meiner Reise gefunden habe. Viele habe ich als Samen hergebracht und jetzt lerne ich sie als Pflanzen kennen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Alle Pflanzen, die du hier siehst, haben ganz verschiedene Kräfte. Die einen helfen beim Einschlafen, andere wecken auf oder unterstützen einem, wenn man Geduld oder Mut braucht. Jedes Kräutchen hier ist einzigartig. Sie haben Laune, wie wir uns auch. An gewissen Tagen ist ihre Wirkung stärker, an anderen schwächer. Manchmal sind sie ganz fest mit mir im Austausch. In anderen Momenten sind sie nur für sich und ich lasse sie sein. Der Lopello greift zum Pflänzli neben dem Busch, einem kleinen Bäumli mit schmalen, gelben Blättchen, wo am Rand leicht violett schimmert. Das ist ein Kraut, das kühlt. Wenn man zum Beispiel in der Wüste oder in ganz warmen Gegenden vom Schlummerland unterwegs ist und es einem zumal ein bisschen zu viel wird, dann kann man auf so einem Zweigli herumkatschen und es durchströmt einem einen kühlen Strom. Wie wenn man seine Füße in einem kalten Flüssli baden. Die Fanian streckt ihre Hand aus und berührt ganz vorsichtig eines der Blätter. Es ist zart behaart und nur schon beim Anlangen merkt sie, dass es wirklich kühl ist. Viel kälter als die Luft um sie herum. «Wenn du magst», sagt der Lopello und lächelt verschmitzt, «kannst du gern allein noch ein bisschen durch die Kräuter hier laufen. Vielleicht spürst du bei einem, dass es etwas für dich parat hält.» Antwortet Fanian. «Wie mache ich denn das? Also, wie weiss ich, welches Kräutli mir gut tut?» Der Lopello lächelt. «Es ist weniger ein Wissen, mehr ein Gespüren. Vielleicht findest du ein Pflänzchen schön oder es schmeckt so, wie du es gern hast. Oder aber es zieht dich auf eine andere Art und Weise in seinen Bann. Wirst schon sehen, das geht. Und wenn dich ein Pflänzchen gefunden hat, kannst du dort absitzen und ich komme zu dir.» Eine schöne Aufgabe, denkt Fanian. Einfach losgehen durch den Wundergarten und offen sein für das,
was sich zeigt. Das Erste, wo der Fanian auffällt, ist eine grosse rote Blüte, wo gerade 2 Bienen drin Nektar trinken. Wunderschön findet sie die. Aber in dem Moment auch nicht mehr. Dann sieht sie einen grossen Strauch voller pinker Beere, wo süß und klebrig duftet. Fast ein bisschen zu fest, findet Fanian. Sie läuft weiter und auf der einen Seite neben ihr tut sich eine wuchernde Hecke auf, voller Dornen und dunkelgrüner Blättli. In ihre Nase steigt ein feuchter, lehmiger Geruch. Die Fanian weiss nicht genau, was es ist, aber plötzlich schlägt ihr Herz ein bisschen höher und sie spürt, dass sie gern da vor dem Gestrüpp absitzen. Und weil die Muns gern auf das hören, was sie im Bauch, im Herz, im Körper spürt, macht Fanian genau das. Sie sitzt ab, direkt da im Schatten von diesen dunklen Zweigen mit den Dornen dran. Sie schaut in die dunklen Verzweigungen und spürt, wie sie ruhig und weich wird. Schön. Hast du das Kräutchen für dich gefunden? Neben dir steht der Lopello. Das ist eine starke Pflanze, die dich da zu sich hergezogen hat. Sie heisst Alandarak und hilft zum Ruhe finden, wenn man ein bisschen kribbelig und hibbelig ist. Alandarak bringt Stille und Bewegungslosigkeit und hilft beim Einschlafen. Die Fanian gähnet. Sofort hat sie es gespürt, die Wirkung dieser Pflanze. Es geht von ihr kein Geruch aus, wo sie in der Nase schmeckt. Und trotzdem strömt von ihr etwas aus, eine Art ein weicher Dunst, wo sich über den Fanian ihren ganzen Körper legt. Sie spürt, wie sie müde wird und ihr Körper weich und geschmeidig. Auch der Lopello merkt es und legt seine Hand auf den erdigen Boden, wie zum zeigen, dass sie sich da anlegen kann. Die Fanian liegt auf den Rücken und streckt ihre Arme auf die Seite aus, die Finger ganz look. Auch ihre Beine legt sie breit ab, die Zehen nach aussen gekippt. Es ist ihr, wie wenn sie von einem weichen Hauch vorsichtig und ganz sanft ein bisschen beschwert werden, so dass es ein bisschen einen Abdruck gibt im weichen Boden. Die Fanian spürt die Fersen, die Wädli und auch, wie ihr Füdli schwer und breit in der Erde liegt. Ihre ganze Rücken spürt sie und wie er in Verbindung ist mit dem Boden. Und der Kopf fühlt sich gewichtig an, während ihre Gedanken von einer sehr angenehmen Leichtigkeit sind. Die
Fanian schaut in die Baumkronen der langen Bäume über sich und sieht, wie die Sonne sanft durch die Spalte der Blätter blinzelt. Und sie spürt den Hauch vom Alandarak auf sich, wie ein sanftes Streicheln. Auch der Lopello ist da. Er sitzt still neben ihr und schnauft. Ein und aus. Fanian seufzt. Sie freut sich jetzt mit jeder Faser von ihrem Körper, zum da ausruhen, zum Loslassen. Wie wunderbar, dass sie da beim Lopello die Möglichkeit hat, dem Kräutli, Alandarak, zu begegnen. Dem Pflänzli, wo weder besonders farbig ist, noch außergewöhnlich lustig schmeckt. Sie ist froh, hat sie ihrem Gefühl nachgehen, weil sie spürt, dass sie genau das jetzt für sich gebraucht hat. Manchmal ist es für sie nämlich noch schwierig, zum ruhig werden und einschlafen, weil es so viel zu sehen und erleben gibt. Es gibt so viele Munds, wo sie kennenlernen will, so viele Wesen, wo sie noch begegnen möchte. So viele Wege gibt es zu laufen, wo sie noch nie gelaufen ist, Berge zu erklimmen, durch Täler zu wandern, in Flüsse und Seen zu gumpen, wo sie bis heute noch nicht einmal weiss, dass es sie gibt. Und Fanian wird all das machen. Klettern und spazieren und baden und fremde Wesen kennenlernen. Bald nach dem Schlaf. Weil sie spürt, das, was ist im Schlummerland, ist erst der Anfang. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schlaft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus.